Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag, Caroline. Dag lief Luxer zu Hus und Unger West. Schön, dat da sit. Ich han dem Hermann Evans verzahlt, wat ich für Porsche gehot han. Da hätt verhaftig ne junge Frau, ob et en Äppchen für de Ostereier zu söke. Ist das eins? Dat han ich mich auch gefragt. Ich war als Kind alt beleidigt, wie mein Groß, damals mit dem Hexenschuss, uns gesagt hat, dass der Has diesmal de Eier nicht verstechen konnt und sie drum im Nestchen um Tisch postet hat. Aber das war ja auch damals eine ganz andere Welt. Das kann man so sagen. Neulich habe ich in der Straßenbahn einem kleinen Mädchen erzählt, dass ich älter bin wie Google. Das hat ganz große Ohren gemacht. Älter wie Google. Dann bist du ja gut nach Napoleon auf die Welt gekommen. Ja, wahrscheinlich. Aber im Ernst, wenn uns damals einer erzählt hat, dass es so Geräte gibt, kleiner wie ein Postkart, wo man jetzt intuppen könnt, für noch Infos zu suchen, auf zu spielen oder so jetzt, das hätte mir im Leben nicht geglaubt. Viele Leute lamentieren ja, es wäre heute insgesamt schlecht für die Pens und sie wären durch den ganzen Kram mit den Handys und mit dem Internet verdorben. Wie, also, wenn früher uns Politik besser gewesen wäre. Nicht? Das Spielen war, ja, natürlicher, das heißt, ohne Technik. Vielleicht auch jetzt kreative, ohne die Technik von Höck. Und wir waren zusammen mit Bands, haben zusammen gespielt, nicht malig für sich allein am Handy rumgefummelt. Wir gingen raus und da waren in das Freie und da waren lauter welche, die, die da waren. Und wir haben dann ebenso, so wie wir waren, zusammengespielt. Und wer jetzt angestellt hat, daheim oder draußen, kriegt genau das verboten. Das heißt Stubenarrest. Ich würde vielleicht eine Strafe an die Älteren, eine ohne Handy auf die Straße schicken. Täte. Wenn man das so hören tät, stellt man sich das vielleicht idyllisch vor. Es gibt ja auch wenig Autos. Wenn bei uns auf der Straße ein Auto vorbeikommt, wurde das eine kleine Sensation. So war das in meiner Politik natürlich nicht mehr. Er wird ja auf immer noch viel Straßen, wo man auf der Fahrbahn spielen konnte, ohne dass es gefährlich gewesen wäre. Und was hat er gespielt? Also wie wir klein waren und mit dem Puppe waren auch Russin, meistens haben die Mädchen unsere Nähen gespielt, haben wir dann Mutter und Kind oder Vater, Mutter, Kind gespielt. Das war so jetzt wie ein Rollenspiel. Also es war natürlich die traditionelle Familie mit der Hausfrauenehe und wer dann der Vater spielen muss, der hätte langweilig Dinge gehabt. Der muss nur fortgehen und irgendwo warten, bis dat die Arbeit am eng war. Und die Mutter, die tät dann spielen, dass sie im Sandkasten oder wo am Kochen war, die Pens wickele tät, die war die ganze Zeit beschäftigt. Wie man dann größer wurde, haben wir viel gespielt, wo man sich bewegen muss. Also für ein Beispiel das Seilchen springen, wie es da doch heute noch geht. Ich han am liebsten Jummitwist gespielt. Jummitwist? Was war das dann für ein Spiel? Also so ein Jummiband, das ja wird eigentlich in jedem Haushalt. Das konnt man in die Unterbutze trecken, wann das Jummi, was da drin war, gebascht war. Das tät man dann mit einer Sicherheitsnadel da durchtrecken. So jetzt hätt man also gehabt und so ungefähr 4 Meter von dem Jummi zusammengeknüttelt. Und dann stunden 2 Mädchen ungefähr im Abstand von, ich sage 2 Meter, sich über und täten das Jummi um de Füße, die Beine ein bisschen breit. Und dann konnte das dritte Mädchen da springen und dann so hüpfen, dass das Jummi zwischen den Beinen war und dann zwischen den anderen
also ob der andere sick war. Und das war dann die erste. Dann jawet nachher der dritte in de Kniekehle und der vierte am Pfötsche. Und das wurde natürlich immer schwieriger. Junge, das hört sich ja richtig kompliziert an. Das wird bei uns Junge deshalb auch sicher nie gespielt. Ja, wird bei euch auch noch der Hula-Hoop-Reife. Das mögt ihr jetzt in der Hermann spielt grad, dass er so Dinge der Buch hat, was er durch Drie in der Loch halten könnt. He hat so ein Audio natürlich sing eng, das ist echt schade. Ich han da nie mit gespielt. Ich kann so eine Riefe aus der Turnhalle han der also gesehen, aber wir han nie damit gemacht. Mir Junge auch nicht. Aber es stimmt. Meistens haben wir getrennt von den Mädchen gespielt. Ein Ausnahme war, das war ein komisches Spiel. Machet auf das Tor. Ich kenne es nur noch so halbwegs. Was war das? Ja, das war so. Wir waren ja in Straße, wo viel Bands waren. Also wenn wir so 6, 8 Puten waren, dann wurden, sagen wir, 4 auf der einen Seite sich nebeneinander stellen. Und dann andere 4 gegenüber, die sich gegenseitig anschauen täten, der Arme hoch haben und dann boven mit den Hängen zusammenkommen, sodass die 4 dann so eine Torbare bilden deed. Und dann der nächste, der kommt dann mit einem anderen, das war dann die Julde Kutsch und der andere war der Kutscher. Warum waren zwei? Das ist so, die hinken dann da durch und dabei wurde dann das Lied gesungen, ich spare dir, dazu singen. Machet auf das Tor, da kommt ein goldener Wagen. Und wenn die da durch waren, täten die sich anstellen, der Arme hoch, und dann kommen die, die an erster Stelle waren, und täten doch durch. Und wenn das Lied am Ende war, gingen bei einem Pärchen dann, die sich in Überstunden, die Arme runter, und da wurde dann gefragt, die Mädchen waren ja, hat bestimmt ein Mädchen erfunden, wie alt bist du und was bist du, was willst du werden? Und wurde so gefragt. Und ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Pfand war. Der eine gab dann immer als Pfand. Jedenfalls am Schluss wurde dann, äh, ja, wurde dann Fender, aber da komme ich noch drauf. Also ja, dann haben wir Hüppekäse gespielt. Das jetzt ohne Bilder zu verklören, ist nicht so einfach. Also stellt euch vor, eine asphaltierte Straße ohne Autos. Da wurde dann mit Knick, die kriegte man irgendwie aus der Schule mit, Knick ist Kreide. wurde dann so ein Hüschen, äh, wurde dann so ein Hüschen gebaut, das heißt, mit 3 Etagen. Die Parterre war dann 1, 2, also links 1, rechts 2. Die nächste Etage links 3, rechts 4. Die nächste und so wieder bis 10. Und bei 10 wurde ein Halbkreis gebildet, der wurde in der Mitte geteilt. Da war dann links der Himmel, rechts der Hell. Und wer daran war, hat dann eine Schlüsselbund oder was irgendwie zur Verfügung stand, von hinten, also mit dem Rücken zu dem Hüppekästchen schmießen. Und dann, wenn er in den Himmel kam, war es gut. Und wenn er in der Hell fallen tät, hätte Pech gehabt. Ja, und wofür waren die Zahlen? Man hat die Sprünge. 1, 2, Rennhüppe und 3, 4, Rennhüppe. Und wer übertritt, der muss auch Pfand bezahlen. Das war das Hüppeküsschen. Ja, was passiert mit dem Pfand? Ja, das wurde dann am Schluss. Äh, muss sich einer rumdrehen und wurde dann gefragt, tup, 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 was soll der Mann? Und dem dat Pfand so geholt. Und die Antwort kommt dann, er soll auf einem Bein stehen und bis 10 Zelle auf. Der soll der Jupp 10 Meter hochgepackt haben. Du hast evans jetzt von idyllisch gesagt. Das war es nur auf den ersten Blick. Es gab ja keine Spielsache. Für
Beispiel kein Ball für zu treiben oder so Hockey zu spielen oder sonst was. Die Tennisbälle zu kaufen hatten wir kein Geld. Die gingen wir uns dann holen. Was heißt das? Am Ring in der Nähe, also wir haben in der Ring gewohnt, da waren am Ring ein Tennisclub, ich glaube Blau-Weiß hieß er. Da sind wir dann hingegangen und warum? Die, der Tennisplatz war mit einer hohen Zaun umgeben. Und wenn dann ein Ball drüber geflogen ist, dann haben die Spieler und auch die Balljungen den Ball einfach liegen lassen, weil das denen zu mühselig war, Rust zu laufen und dann im hohen Gras die Bälle zu suchen. Wir Jungen waren nicht so faul. Wir haben, wenn wir dann einen neuen Ball, einen Tennisball gebraucht haben, sind wir da hingegangen und haben im Gras gesucht und wurden noch immer fündig mit 2, 3 und manchmal sogar mit 4 Bällen, die da rumlachen. Es hat manchmal mit dem Krieg zu tun gehabt, wenn wir gespielt haben, wenn es auch nicht auf der ersten Blick zu sehen war. Sagen Sie Beispiel. Für ein Beispiel, wir nahmen die Tennisbälle für Hockey zu spielen. Auch Drive auf der Straße, aber das ist eine andere Sache. Für Schläger, ja, wird Geld. Also wird mit einem Spazierstock gespielt. Da muss man wissen, dass ein Fingerherr damals für den Krieg, versteht sich, einen Spazierstock dabei hat und der führen im Schwingen, auch wenn er gut laufen konnte und der ja nicht nötig hat, für sich dran zu stiepen. Das war einfach elegant. Die Väter waren ja praktisch allemal da im Krieg. Zu alt war keiner von denen. So nahmen die Jungen so einen Spazierstock mit und wir spielten damit Hockey, indem wir die einfach rumgedreht haben und den Griff als Schläger benutzt haben. Wie die Männer dann aus dem Krieg wiederkamen, waren die Spazierstöcke von dem einen auf anderen am Griff erschledet, praktisch nicht mehr zu gebrochen, wurde aber auch nicht mehr modemäßig gebrochen. Ein anderes Beispiel, das Spiel Land aufstechen. Wenn uns Väter nicht fort gewesen wären, hätten wir das nie wirklich spielen können. Warum? Da braucht man Werkzeug, und zwar im Sand zu spielen. Äh, wieso? Das war so. Ähm, Man muss ja in den Sand hier drin stoppen, so schmissen, dass das stehen blieb. Und dann wurden da so Schräume im Sand getrocknet. Und wo kamen die her? Die viele oder Schroevetrekker, die Vetter gebrochen hatten daheim. Ich habe keine Ahnung. Die hatten Holzgriff. Und wie gut so ein Viel, so ein Iserer Viel auf eine Iserer Schroevetrekker in der Holzgriff. Das heißt, beim Gießen von so einem Stück wird dann ein Spitz von 10 Zentimeter oder so noch dran geschweißt mit einer Spitz. Das ist gut. Warum die Spitz? Damit man die Spitz in einen Holzgriff rein drücken kann, damit der Handwerker dann auch jetzt im Griff hat. Und so hatte man dann auch ja, Dinge, wo man mit Land aufstechen konnte. Und wenn man dann 2, 4 Schräume hat, hat man dann ein Stück Land. Und wenn er her am Ende getröstet hat, der hat dann die gewonnen. Ähm, Noch ein Beispiel. Wir haben Räuber und Schandliz gespielt. Also Schandliz, das kommt aus dem Französischen vom Gendarme. Und ja, einer war der Schandliz und das andere waren die Räuber, die mussten sich verstechen. Also nur beim Ring, da waren die Schreiber jeden und dann neben der Schießstand. Was sind die Schießstand? Da hatten die Soldaten
wenn sie Schießübungen machen täte, um freie Gelände so Hügel abgeworfen aus Sand, die so 30 Meter lang waren und so 4 Stück nebeneinander. Das heißt, es konnten immer 3 Abteilungen von den Soldaten in einem davon Schießen üben. Und die hohe Hügel, täte vom Hindern, dass da eine Querschläger irgendwo anders hinkommt, als ob die Zielscheibe, die davor gestanden hat. Und da haben wir dann Versteche gespielt. Wieso war das möglich? In der Nähe wurde Infanteriekaserne, der Barbara-Kaserne. Und die sind ja 39 im Herbst war das all in der Krieg getroffen. Und da wurden die Hüvele und auch die Barbara Wiss, die neben der Kaserne waren, nicht mehr gebraucht. Und das war dann unser Spielgelände. Da hat er doch sicher auch Sachen von den Soldaten gefunden, oder? Ja, hier und da, ob der Wiss von der Barbara Kaserne, da haben wir Patronenhülse gefunden. Leere, versteht sich. Die haben wir zum Spielen gebraucht. Hat ihr selbst auch der Soldat gespielt? Nee, das haben wir nie. Wir haben nie Soldat gespielt. Wir haben selbst Mexikaner und Indianer gespielt und dann hatten wir Figuren, so 10 Zentimeter hoch. Die waren erst gut nachgebildet. Die Indianer mit ihrem Federdinge und die Mexikaner. Das war heutzutage unmöglich. Äh, Da tät man höchst sagen, das ist eine kulturelle Aneignung. Ja, aber damals hatte man so Figuren, womit dann gespielt wurde. So jetzt so wie Playmobil heutzutage? Ja, aber wie ich halt angedeutet habe, die waren richtig ja, der Wirklichkeit nachgebildet. So höchstens, ja, ich schätze 6, 7 Zentimeter hoch. Und was war mit dem, was ihr von den Soldaten gefunden hat? Ja, mit der ledige Patronenhülse. Das wurden dann die Sperre für die Fiore, die man hatte, aus Zaun für Gebrauch. Für die Mexikaner eine Zaun, für die Indianer eine Zaun. Aber du hast selbst wahrhaftig nie Soldat gespielt? Nee, nie. Das ist eigentlich komisch, ne? Ja, es war so als Grieche noch. Ab 41 hatten wir ja jeden Tag Fliegeralarm, aber das will ich jetzt ja nicht hier noch vertiefen. Und auch sonst war es für die Puter nicht so schön. Die große Lücke haben sich nicht viel um uns Bands kümmern können und waren auch nicht so auf die Bands eingestellt. Man muss brav sein und kein Widerwort geben und nicht stören. Man kriegt, jedenfalls war das bei mir so, wenn die Großen sich unterhalten haben, jetzt für euch zu sein in der Hänge. Bei mir waren es zum Beispiel Mikado-Steffja. Oder man wurde nebenan in das Nebenzimmer geschickt, dass man nicht hören konnte, was die Großen verzahlt haben. Ja, die Rose und de Pens. Ich han jetzt Poste noch dran gedacht, wie von de Jünger de Red war. Früher han ich mich als Kind gefragt, ob die Jünger waren wie der Jesus. Das ist natürlich Quatsch. Ne Junior war der Jüngere, das stimmt. Und der Jüngere war der jetzt lehren sollte, also der Schüler. Die Jüngere täten vom Senior jetzt lehren, für ein Beispiel beim Handwerk. Genau so war es. Nur so, man war fixiert auf das, was die Große sagen täte. Es wurde nicht in Frage gestellt. Das kommt erst lang nach dem Krieg mit den Studenten von 1968 ungefähr, kommt das ab. Höchstlehrende Senioren oft vom Junior, für alle mit Handys, Tablets und Laptops. Wann ich da jetzt nicht weiß, frage ich natürlich die Jüngere. Ja, bejahrt, da ist das jeder doch höchst noch ein Lied. Ich möchte noch mal 20 sein. Das will ich ja nicht.
und auch nicht noch uns der Pute ziehen. Hüg ist es doch all freier, legerer. Es gibt bessere Möglichkeiten für die Pens. Draußen stand Tennis, Tischtennisplatte, Spielplatz, bessere Bücher, so ja Sachbücher für die Pens gibt. Und die Autoritäten sind hüg anders. Wer früher zu Hus verzahlt hat, dass der Lehrer einem eine geteacht hat, moet Angst an, dass er von der Eltern nicht noch eine gekleef kriegen hat. Ist ja schlimm. Also früher ward wahrhaftig nicht all besser. Und de Ostereier kann man auch hüg noch ohne App um Handy söke. Hermann, jetzt küt der Sprachkurs. Jetzt wird Geld geliert, wenigstens ein bisschen. Ja, der Hermann sädet, wat de Handys angeht. Jede typisch Kölsch nicht so viel. De Kölsche Sprache ist ja älter wie das Internet und da konnten die Kölsche noch kein Wörter dafür erfingen. So heißt het Handy ob Kölsch auch Handy. Auch wenn Mensch einer dat mit Ä schrieb und I am Eng, wat vielleicht erstens jetzt komisch aussieht. Man det im Internet jetzt suchen, das ist Geld. Und hat es gestern gesagt. Man deit jet intuppe, nicht tippe. Und recherchiere. Dat is wie bei all de Kölsche Wörter mit ihren im Hudütsche. Programmiere, addiere, also schön französisch. Oder dann auch ob Englisch. Da deed man dann downloaden und uploaden und de Werbung skippen und es wird viel geswiped. Und ne Link ist ne Link. Veel wordt werden eins zu eins übersetzt. Een Suchmaschine für Suchmaschine. Apropos Suchmaschine. Viel alle Kölsche sagen nicht Google, aber Goggle. Dat deed Mensch einer beim ersten Hören ja nicht verstanden. Bei nix vergessen. Durch het Aantoppen und Enter wird die Sökerei angeschwängelt of aangedaut. Dat küt von aandeuien. Een App, heet op Kölsch auch een App, wird aber mit im Kölsche jedenfalls, der die sagen mit muss man einfach nicht mit Pünkelchen geschrieben. Und dann deed man am Eng het Handy irgendwann ausmachen of afstellen. Ja, Leeflüksche, so weg für Hück. Dort wigeret Frühjahr genese, für alle mit de Pens, damit die später jet Schönes aus denne ihrer Bute zig verzählen könne. Tschüss und alles Salsa.